du hast dich schon ein bisschen mit Fotografie beschäftigt. Du kennst die Grundfunktionen von deiner Kamera eigentlich. Du bist aber in vielen Situationen mit dem Wählrad von deiner Kamera überfordert und weisst nicht, wann du welchen Modus einstellen sollst und warum. Und landest immer wieder bei der Automatikfunktion. In diesem Video hier zeige ich dir, wie ich es mache, damit ich möglichst schnell die richtige Lösung finde für ein gutes Bild. Wenn du dich für Fotografie interessierst, lass mir doch ein Abo da für meinen Kanal und bleib jetzt dran. Viel Spass! Ja, aber was kannst du jetzt eigentlich an deiner Kamera überhaupt beeinflussen und einstellen? Vielleicht hast du schon mal etwas vom sogenannten Belichtungsdreieck gehört. Das wäre wichtig, für eigentlich zu verstehen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Egal wie teuer oder günstig deine Kamera ist, grundsätzlich kann jede Kamera eigentlich 3 Sachen einstellen, für ein richtig gut belichtetes Bild zu machen. Das eine ist, du kannst die Blende einstellen. Und dort entscheidest du, wie viel Licht durch mein Objektiv auf einen Sensor oder auf einen Film kommt. Ebenfalls einstellen kannst du die Verschlusszeit. Das heisst, wie lang wird dein Bild eigentlich überhaupt belichtet. Und das dritte, was du noch machen kannst, ist, du kannst die Empfindlichkeit von deinem Sensor oder von deinem Film einstellen oder wählen bei einem Film und entscheiden, wie viel Licht der Sensor braucht, für ein richtiges belichtetes Bild zu machen. Über die Blende kannst du ebenfalls noch deine Schärfentiefe beeinflussen. Das heisst, wenn du die Blende nämlich weit offen hast, viel Licht reinlässt, dann hast du eine kleine Schärfentiefe. Das heisst, der Hintergrund wird zum Beispiel unscharf. Wenn du deine Blende zutust, dann wird ein grösserer Teil von deinem Bild scharf. Bei der Verschlusszeit musst du dir eigentlich 2 Sachen überlegen. Du musst dir vor allem überlegen, bewegt sich mein Objekt? Wenn ja, muss deine Verschlusszeit kürzer werden. Oder es kann auch sein, dass dein Bild unscharf wird, wenn du aus der Hand fotografierst. Das heisst, bei einer kurzen Verschlusszeit, bei einer langen Verschlusszeit musst du auch immer überlegen, muss ich meine Kamera vielleicht auf ein Stativ stellen, damit mein Bild nicht verwackelt. Und die letzte Einstellung, die ISO-Empfindlichkeit, der gibt es eigentlich so eine Grundregel, sehr vereinfacht kann man sagen, die mache ich so hoch wie ich muss, wie nötig ist, dass mein Bild noch richtig belichtet ist, aber ich lasse eigentlich so tief wie möglich, weil je nach Kamera kann die Bildqualität leiden. Bei der moderneren Kamera ist das nicht mehr so entscheidend, da kannst du relativ hoch raufgehen mit den ISO-Werten. Da musst du einfach deine Kamera ein bisschen kennen. Ja, aber was stelle ich denn jetzt, wenn eigentlich genau ein? Ganz einfach. Du musst dir für jedes Bild, das du machen willst, eigentlich zuerst überlegen, was ist meine Priorität für das Bild. Die 3 von diesen Einstellungen, Blende, Verschlusszeit oder Empfindlichkeit, die stellst du als allererstes ein und die anderen 2 passt du dann nur noch so an, dass die Belichtung von deinem Bild korrekt ist. Eigentlich ganz einfach, oder? Oder echt doch noch nicht ganz. Ich zeige dir doch am besten mit ein paar von meinen Bildern, wie ich das gemacht habe. Was waren meine Überlegungen? Wie bin ich vorgegangen beim Einstellen von meiner Kamera, damit ich am Schluss auf das bestmögliche Resultat bekomme. Und ganz wichtig, bleib dran bis zum Schluss, weil der allerwichtigste Tipp, den gibt es nämlich erst dann. Beim ersten Bild, das ich dir zeige, ist eigentlich die Priorität auf den ersten Blick gerade klar. Oder was meinst du, was meine war? Ja, auf den ersten Blick meint man vielleicht, es ist die Verschlusszeit, weil es ist nämlich ein Sportfoto und ich habe eine schnelle Verschlusszeit, ich will, dass mein Bild scharf wird. Wenn du das Bild aber genau anschaust, siehst du im Hintergrund einen sogenannten Blendenstern. Und der entsteht nur, wenn du mit deiner Kamera in die Sonne fotografierst und deine Blende zutust. Das heisst, ich kann die Blende also nicht zu weit offen lassen, dann habe ich den nicht. Ich habe also hier nicht zuerst auf die Verschlusszeit geschaut, sondern ich habe zuerst meine Blende zugetan. Und zwar so weit wie nötig. Und das war hier F11. Weiter wollte ich nicht, sonst hätte ich wirklich ein Problem bekommen mit der Verschlusszeit, dass mein Bild nicht mehr scharf wäre geworden. Also die Blende F11 hat gereicht für einen Blendenstern. Und ich habe dort sofort gemerkt, hoppla, mein Bild wird nicht mehr scharf, wenn ich so fotografiere.
Also habe ich meine ISO-Empfindlichkeit so weit aufgetan wie nötig, damit ich wieder eine brauchbare Verschlusszeit von hier 1/500 habe bekommen. Und für das habe ich die ISO bis auf 800 erhöhen. Das klingt nach relativ viel. Mit einer guten, modernen Kamera ist das aber eigentlich kein Problem mehr. Da bleibt die Bildqualität immer noch genug gut. Im schlimmsten Fall kann ich die auch noch ein bisschen anpassen in der Bildbearbeitung. Was allerdings nicht mehr geht, ist ein unscharfes Bild scharf machen. Man könnte hier natürlich auch manuell die ganze Geschichte einstellen und jede von diesen Komponenten, Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert, einfach manuell einstellen. Und dann muss man nichts mehr überlegen beim Abdrücken. Das nächste Bild ist auf den ersten Blick eigentlich ganz ähnlich. Es ist schon am gleichen Tag entstanden, aber weiter gesehen ist unter völlig anderen Voraussetzungen. Mit den gleichen Einstellungen vom letzten Bild hätte ich hier keine Chance. Die Sonne ist nämlich jetzt weg, es war stockfeister und die Pipe in Grindelwald ist nur noch mit Scheinwerfer für ein Filmprojekt beleuchtet worden. Ich wollte also eigentlich blitzen. Das ist aber wegen dem Filmen nicht gegangen. Das heisst, ich musste schauen, was ich mit dem Licht mache, das ich habe. Und ich brauche natürlich wieder trotzdem ein scharfes Bild. Ich habe mich hier entschieden für einen A-Modus, weil ich wusste, ich muss meine Blende so weit auftun wie möglich, damit ich mit dem bisschen Licht, das ich habe, möglichst viel machen kann. Ich habe also die Blende eingestellt über einen A-Modus auf 2,8. Und nachher ist logisch, dass das Bild niemals scharf werden wird. Ich habe also meine ISO-Werte so weit aufgetan, bis ich einfach eine genug hohe Verschlusszeit hatte, immer noch ein dunkles Bild und irgendwo so eine gewisse Mischung. Ich musste hier die ISO-Werte bis auf 5000 aufstellen, dass ich auf eine Verschlusszeit von einem 400 bekomme. Man könnte hier zum Beispiel auch über einen S- oder TV-Modus die Verschlusszeit zuerst wählen, von einem hier 400 und nachher wird die Blende sowieso komplett auf bei diesem Feister und mit dem ISO-Wert einfach nur noch anpassen. Oder auch das geht wieder im manuellen Modus, wo ich alle 3 Sachen selbstständig einstelle, bis das Bild stimmt. Und das nächste Bild ist nochmal ein Sportfoto. Hier geht es aber um ein sogenanntes Mitzieherbild. Auch da ist zwar die Verschlusszeit wie bei vielen Sportfotos sehr entscheidend, sie darf jetzt aber nicht zu schnell sein. Ich will nämlich, dass mein Objekt, hier meine Tochter auf einem Rail, scharf abgebildet wird, der Hintergrund, weil ich mitziehe mit ihr mit der Kamera, soll aber leicht verschwommen und unscharf werden. Da musst du ein bisschen ausprobieren, das habe ich hier auch gemacht und ich habe mich dann für 1/50 Sekunde entschieden. Die habe ich mit dem S-Modus oder TV-Modus, je nach Kameramarke, habe ich das eingestellt. Die Kamera hat die Blende nachher angepasst. Ich habe hier eine Gegenlichtsituation, die sehr hell ist und auch noch im Schnee. Darum hat die Kamera komplett abblendet auf eine Blende 22. Und mit den ISO-Werten konnte ich dann eigentlich nur noch die Helligkeit korrigieren. Wenn das Bild zu hell wird, kann ich die ISO-Werte runter. Wenn es zu dunkel wird, kann ich sie rauf tun. Hier habe ich am Schluss fotografiert mit einer ISO-Einstellung von 80. Ja, und dann haben wir auch noch ein Landschaftsfoto in unserer Sammlung. Bei diesem Bild hier war Priorität die Unschärfe vom Wasser. Ich wollte nämlich, dass die Wassertropfen nicht komplett scharf werden, sondern dass das Wasser so ein bisschen verschwimmt. Ich habe hier also über einen S- oder TV-Modus die gewünschte Verschlusszeit gewählt. Da kann man auch wieder ein bisschen ausprobieren, bis es einem gefällt. Ich habe hier 1/6 Sekunde vorgewählt. Nachher habe ich kontrolliert, ob die ISO-Empfindlichkeit durch die Blende, die die Kamera vorwählt, nicht zu hoch wird. Hier hat mir die Kamera eine Blende von 8 bei einem ISO-Wert von 100 gewählt. Da habe ich auch eine okay Schärfentiefe. Wenn die zum Beispiel zu klein wäre und ich mehr von meinem Bild schärfer will, also eine grössere Schärfentiefe, kann ich das entweder durch einen grösseren ISO-Wert korrigieren oder ich könnte das Ganze auch wieder im manuellen Modus alles komplett selber einstellen. Wichtig bei dieser Verschlusszeit, die Kamera gehört auf das Stativ oder irgendwo herstellen, wo sie sich nicht bewegt, sonst wird das Bild unscharf und nicht nur das Wasser. Ich kann noch viele weitere Bildbeispiele zeigen. Wichtig ist aber vor allem das Grundprinzip zu verstehen, was ist meine Priorität von meinem Bild.
Und jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss und ich habe dir ja versprochen, dass da noch ganz ein wichtiger Tipp kommt. Und zwar ist der Tipp folgender. Du nie aus einem Tutorial oder einer Anleitung oder aus einem Fotobuch Kameraeinstellungen 1:1 übernehmen und gang damit raus. Das wird meistens nicht funktionieren. Warum nicht? Die Lichtsituationen sind immer etwas anders. Du hast nicht unbedingt die gleiche Kamera, die gleichen Objektiv und das funktioniert nicht. Du wirst also mit meinen Einstellungen von vorher, von meinem Flussbild, vom Sultal, nicht unbedingt beim Fluss bei dir daheim ein perfektes Bild herbringen. Also du musst selber überlegen, was ist deine Priorität und nachher tust du einfach den Rest der Einstellungen so einstellen, dass die Belichtung von deinem Bild stimmt. Und noch ein zweiter kleiner Bonustipp. Am Anfang braucht das Ganze ein bisschen Übung und Training. Und wenn es mal schnell geht oder du unsicher wirst, vielleicht hat deine Kamera sogenannte Motivprogramme, wie zum Beispiel ein Sportprogramm, ein Makroprogramm, ein Porträtprogramm. Brauch die sind immer besser als die komplette Kameraautomatik. Weil du kannst deiner Kamera ein bisschen helfen, zu sagen, was du eigentlich von ihr willst. Zum Beispiel beim Sportfotoprogramm wird deine Kamera wahrscheinlich eine schnelle Verschlusszeit einstellen. Wenn du allerdings einen Mitzieher machen willst, wird es wieder nicht funktionieren. Aber jetzt weisst du wenigstens warum. Also, wenn du dein Motivprogramm brauchst, probiere immer zu schauen, was macht eigentlich meine Kamera. Ist das, was ich will? Habe ich die richtige Schärfentiefe? Habe ich die richtige Verschlusszeit? Oder muss ich irgendetwas ändern, damit ich zum gewünschten Resultat komme? Und ganz wichtig auch noch für den Schluss, mir ist wichtig, man kann auch anders vorgehen. Das ist einfach mein Weg. Man kann auch alles völlig manuell einstellen, Kamera. Man kann auch mit der Kameraautomatik häufig tolle Bilder machen. Funktioniert einfach nicht immer. Genau. Aber einfach die Frage nach der Priorität, was willst du auf deinem Foto, was ist dir wichtig, die gilt immer. Und wie du schlussendlich an das Ziel kommst, dass das stimmt, dort musst du deinen eigenen Weg finden. Ja, und jetzt danke ich für deine Aufmerksamkeit und vergiss nicht, wenn du es nicht schon gemacht hast, meinen Kanal zu abonnieren, mir ein Däumchen gegen oben da zu lassen und viel Spass beim Fotografieren.